Feste feiern, wie sie fallen. So das Metalhead kommt einem da auch gleich eben bei Festival in Sinn. Und wir stehen wieder am Anfang von einem grossen Festivalsommer. Und darum haben wir gedacht, mal, das ist ein gutes Thema und wollen euch auch noch einen kleinen Eindruck, ganz einen kurzen Eindruck verschaffen, wie das so ein bisschen könnte aussehen. Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. Ja, da kommt man gerade so in Festlaune. Und jemand, der sicher schon das ein oder andere Festival besucht hat, er ist unser Altmetaller. Böni, vielleicht kannst du noch schnell ein bisschen erklären, was gehört für dich so zu einem guten Festival dazu? Also ich komme gerade ganz frisch auf einem kleinen Festival. Ich war am Freitagabend im Old in Langenthal. Da haben 2 Bands gespielt, Matzlik, der eine Basser, den ihr vorgesehen habt, spielt dort bei einer ganz etablierten Band. Und Chakra, das ist ein Mini-Festival gewesen. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, was wir Metalheads, was wir Leute, die die Musik mögen, eigentlich dort vorfinden. Es ist vor allem eine Gemeinschaft. Man kennt sich, das ist mega schön. Also ist praktisch noch kein Festival vergangen. Das kann beim Greenfield sein, bei Big Festivals. Man kennt sich. Und man erkennt sich auch teilweise auf der Straße. Man sieht es auch schon ein bisschen von der Optik. Die meisten Metaller erkennen sich. Also was dort sicherlich toll ist, ist die Gemeinschaft. Und wir kommen natürlich schon wegen der Musik. Wir wollen feiern. Wir sind ganz sicher verschwitzt an so einem Festival, das ist Pflicht. Und es ist einfach dieses ausgelassene Freude, diesen Spaß, den wir zusammen erleben. Und was in der Metal-Szene auch ganz besonders ist, ich bin tatsächlich ein Altmetaller. Ich habe Metal gehört, denn viele noch existierten noch gar nicht. Und das ist einfach so, dass das so eine Herzensmusik ist. Also das ist eine Musik, wo uns verbindet. Metaller sind sehr sensible Geschöpfe, sage ich mal, ganz positiv gemeint. Die sehen zwar ganz hart aus mit Tätowierungen und Lederklamotten, aber ich erlebe in der Szene Gemeinschaft und ein Herzensteilen. Da ist von Freude bis zusammen Weinen, liegt also alles drin in dieser Bandbreite. Und tatsächlich erlebe ich das auf Festivals. Also das ist was mega Schönes, diese Form der Echtheit. Man ist authentischer als so die normalere Gesellschaft, hat man das Gefühl. Es liegt mehr drinne, man muss sich nicht verstellen. Und das ist so das, was für mich Festival auszeichnet. Ihr merkt, das ist nicht sehr schnell beantwortet und da ist ganz viel Herz drinne. Danke für den Einblick. Ja, tatsächlich, am letzten Greenfield hat die Frau vom Kaffeemobil erzählt, weisst, Greenfield ist schon speziell. Das ist das einzige Festival, wo wir sind, wo volle Portemonnaie abgegeben werden. So nach dem Motto, da Geldsäckel gefunden, alles noch drin, Geld noch drin und so weiter. Beschreibt ein bisschen das, was du sagst. Wir müssen aber natürlich auch ein bisschen selbstkritisch sein. Es gibt, wo Menschen zusammenkommen, gibt es ganz viel. Oder gibt es manchmal auch anders. Aber im Darüber sind Metal Festival wirklich eigentlich noch bekannt als sehr, sehr friedlich. Ja, Festivals, du hast es schon ein bisschen angetönt, sind immer auch der Ort der grossen Emotionen. Und Emotionen, die können so in die eine oder dann halt auch in die andere Richtung gehen und beides noch ein bisschen mit Schlafmangel und vielleicht auch Alkohol verstärkt. Und so kann es plötzlich sein, dass man zwar an einem Ort ist, wo grosse Freude und grosse Euphorie herrscht, aber selber ist es einem vielleicht gar nicht so zu feiern. Plötzlich fühlt man sich fehl, so mitten in einer grossen Menschenmasse, vielleicht sogar einsam.
Und ich behaupte, das Gefühl ist eins, das es nicht nur an Konzerten, an Festivals gibt. Das kann einem auch am Familienfest, auf dem Vereinsausflug oder im Schullager so gehen. So das Gefühl von, hey, entweder bin ich jetzt total falsch hier oder alle anderen sind falsch, aber irgendetwas geht nicht zusammen. Wir haben vor ein paar Jahren mal gesagt, wenn wir als Metal Church glaubhaft die Kirche sein für Metaller, für Metalheads, dann müssen wir auch dort sein, wo die sich treffen. Wie zum Beispiel im Festival. Wir können nicht nur einfach in unserem schönen Club hocken und warten, dass die Leute kommen, sondern müssen rausgehen, mit den Menschen zusammen sein, mit ihnen Freude und vielleicht auch Leid teilen. Seit 2018 dürfen wir das im Greenfield, dem grössten Rock- und Metal-Festival der Schweiz, machen. Es ist in Interlaken, jeden Tag so 25.000 bis 30.000 Besucher. Wir sind dort mit 2 Sachen, nämlich zum einen mit der Ansprechbar. Das ist ein Seelsorgeangebot, ein Ort, wo die Leute rund um die Uhr einfach ein offenes Ohr finden. Jemand, der da ist, jemand, der zulässt primär, aber auch redet und Freude und Leid teilt. Und seit 2 Jahren haben wir noch etwas anderes. Wir haben noch eine Kapelle, mitten auf dem Festgelände. Das kann man mal zeigen, genau. Die sieht, also das Prinzip ist so ein bisschen das von einer Flughafenkapelle. Mitten im grössten Chaos stellst du einfach mal eine Kirche her mit einem Turm. Und es ist tatsächlich mitten im grössten Tumult ein Ort vor Stille, vor Besinnung und wo einmal pro Tag, beziehungsweise in unserem Fall jetzt eben pro Nacht, Gottesdienst stattfindet. Das Kapelle und über das Ansprechbar, über das auch so ein bisschen, was dahinter ist, die Idee und was die Leute, die dort mithelfen, warum das die dabei sind, über das gibt es ein kleines Film und das würden wir euch gerne zeigen. Ansprechbar ist ein Projekt von Metal Church und der Gedanke dahinter ist, dass wir als Metal Church nur dann glaubwürdig Kirche für die Metal-Szene sind, wenn wir auch dort sind, wo unsere Leute sind, dort wo die Metal-Szene sich trifft, wie eben zum Beispiel hier am Greenfield. Und es ist sehr cool zu sehen, wie das Ganze auch geschätzt und unterstützt wird von Seiten der Festivalleitung und natürlich von den über 20 Leuten, die extra eine Woche Ferien nehmen als Fachpersonen, um freiwillig hier mitzuarbeiten. Ja, in der Ansprechbar da sind wir einfach rund um die Tour für die Festivalbesucher da. Weil wir sind die Überzeugung, dass jeder Mensch wertvoll ist und einfach ein offenes Ohr und Respekt verdient hat, egal wie es ihm gerade geht, in Freude oder in Leid. Ja, hier am Festival kann der Mensch ein bisschen so sein, wie er noch vielleicht sonst nicht sein kann. Und die Stimmung gefällt mir, ich fühle mich hier wohl. Und bei all diesen Leuten ist klar, da haben wir Freude, da haben wir Hoffnung, da haben wir auch Leid. Und eigentlich kann ich gerne die Leute, wenn sie freudig sind. Und das andere finde ich, das kann man angehen. Und das motiviert mich eigentlich, hier zu sein, dass die Leute eine gute Stimmung haben. Das Sprichwort «Harte Schale, weicher Kern» trifft für mich voll ganz auf die Metalheads zu. Und darum finde ich auch, dass die Ansprechbar eine super Sache ist. Ich selber liebe es, mein Leben zu teilen mit diesen Leuten, sei es bei einem geilen Konzert oder einer Grillbiere oder eben auch bei tiefen Gesprächen.
Ich durfte erzählen und zeigen, was wir machen und auch schon ein bisschen, warum dass wir es machen. Aber der Boden des Ganzen ist nochmal ein bisschen eine andere Überzeugung, die kommt. Und da würde ich den Bernie, den Bibeltext lesen. Es ist Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der König von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte: Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus: Steig ein und setz dich zu mir. Der Eunuch fragte Philippus: Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte: Dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdod wieder, von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Nadine hat gefragt, wir feiern Feste, wie sie fallen, aber wieso feiern wir als Kirche Gottesdienst nur verordnet am Sonntag? Ja, Gottesdienst feiern am Sonntag ist gut. Es ist ein Auftrag von Gott. Und es entspricht dem Rhythmus, den er uns Menschen danach geschaffen hat. 6 Tage sollen wir arbeiten, aber am 7. sollen wir ruhen und feiern. Ich habe den Verdacht, dass ein Teil der Probleme unserer heutigen Welt damit zu tun haben, dass wir aus dem Rhythmus gekommen sind. Wir Menschen bräuchten die regelmäßigen, bewussten, heiligen Zeiten. Aber Nadine hat trotzdem recht, wenn sie fragt, wieso dass wir allgemein Fest feiern, wie sie fallen, aber wir als Kirche Gottesdienst nur offiziell verordnet am Sonntag in der Kirche feiern. Wenn der Gottesdienst in der Kirche unsere einzige Form von Gottesdienst ist, dann haben wir etwas Letztes verstanden. Im 12. Kapitel vom Römerbrief, da erklärt der Apostel Paulus, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst soll sein. Also nicht nur am Sonntag Gott dienen, sondern jeden Tag. Aber Gott will uns auch nicht nur an einem Tag von der Woche beschenken, zu uns reden, uns führen, leiten und ermächtigen, sondern an allen 7 Tagen. Das geplante Fest, jeden 7. Tag, ist wichtig, aber es ist nur der Referenzpunkt für alle anderen ungeplanten Feste unter der Woche.
Von dem Unplanten redet der Bericht über den Philippus und den äthiopischen Finanzminister, den wir gehört haben. Wieso kommt es denn schliesslich zu dem unerwarteten Tauffest in den Steppen von Judäa? Erstens, weil der Philippus aufmerksam auf die Impulse von Gott ist und sich entsprechend bewegen lässt. Das ist zuerst der Engel, der ihn auf die Straße nach Gaza schickt. Und als er sich dort aufmacht und den Wagentross antrifft, dort achtet er auf die feine Stimme vom Heiligen Geist, die intuitiven Impulse von Gott, und er folgt ihnen. Und nach ein bisschen Zuhören, da realisiert er, ja, da bin ich gefragt, und er steigt ins Gespräch ein. Der Philippus achtet auf die vielen Impulse von Gott und lässt sich bewegen. Wortwörtlich. Und das ist die erste Voraussetzung für das unerwartete Tauffest. Die zweite Voraussetzung ist aber nicht minder entscheidend. Und sie ist für uns nicht-jüdische Menschen vom 21. Jahrhundert vielleicht auch nicht mehr ganz so offensichtlich. Es wäre nämlich nicht als logisch gewesen, wenn der Philippus wieder rechts umkehrt gemacht hätte, wo er gesehen hat, wer da in diesem prächtigen Wagen reist. Ein Fremder. Und dann erst noch neu nach. Also ein Kastrierter. Also jemand, der in einem Zustand lebt, wo es nach den religiösen Vorschriften in Israel gar nicht hätte sollen geben. Jemand, der die weite Reise zum Tempel nach Jerusalem gemacht hat und dort doch nicht rein hat dürfen, so wie er eben ist und lebt. Was hat der Philippus echt gedacht, als er den Mann angetroffen hat? Der hat nicht in sein Schema hineingepasst, ganz und gar nicht. Aber er wird höher, dass Gott ihn genau zu dem Menschen hingeführt hat. Und er lässt sich nicht davon abhalten, ich sage es jetzt modern, was man als guter Christ nicht macht und sagt, nein, da habe ich nichts zu tun, sondern nein, er lässt sich auf das ein. Und so führt das eine zum nächsten. Und der Philippus erkennt, dass Gottes Liebe zu den Menschen wirklich keine Grenzen kennt. Und dass Gott Jesus Christus jetzt wirklich alle möchte in die Gemeinschaft mit ihm führen, auch so unwahrscheinliche Kandidaten wie eben der kastrierte fremde Finanzminister. Jemand, der nicht in die Vorstellungen von Philippus passt hat. Und so feiern die zwei in den Steppen von Judäa ein Fest, wie es gerade fällt. Ein ungeplantes Tauffest. Und der Lukas, der uns nicht nur die Apostelgeschichte recherchiert hat, sondern auch aus den Quellen und Augenzeugenberichten ein Evangelium zusammengestellt hat, der berichtet Worte von Jesus, die da sehr passend dazu sind. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt, über jemanden, der sein Leben ändert. Also, wenn sich jemand Gott zuwendet, dann gibt es ein Fest im Himmel. Nicht nur am Sonntag, sondern immer, wenn jemand sein Leben im Sinne von Jesus ändert, dann gibt es ein Fest im Himmel. Wegen wem haben jetzt die Engel im Himmel gefeiert an diesem Tag, an dieser Wasserstelle? Wegen dem äthiopischen Finanzminister, der in Gottes Familie gefunden hat? Ganz sicher. Aber ich denke, das Fest war mindestens so gross gewesen, weil mit dem Philippus der erste Christ umgedenkt hat. Es ist darum nicht so, dass nur die Welt muss umkehren zu Gott. Nein, es geht um die Einladung, dass Menschen, die bis jetzt nicht nach Gott gefragt haben, sich ihm zuwenden sollen. Aber auch die Kirche muss umkehren. Gerade die Kirche in unserer Zeit. Wie der Philippus musste umdenken, müssen auch wir heute umdenken. Wie der Philippus sich hat bewegen lassen, so müssen auch wir uns bewegen. Raus aus der geschlossenen Kirchenwelt, hier zu den Menschen mitten ins Leben. Und unsere Ekelschranken überwinden. Es geht nicht darum, die Menschen in die Kirche zu bringen, sondern die Kirche zu den Menschen. Auch hier zu Wimmis. Und so ist das meine Challenge heute Abend.
Einerseits mal eine Challenge für dich persönlich. Fang doch an, achten auf die feinen, intuitiven Impulse. Es könnte von Gott sein, weil gerade dort, wo sie vielleicht auch außerhalb von dem liegen, von dem, was du normalerweise so machst, dort, wo es außerhalb von deiner Komfortzone ist, dort ist die Chance gross, dass sich der Heilige Geist irgendwo dich vielleicht anfängt zu stüpfen. Und wer weiß, vielleicht sind es gerade die Menschen, die dich bis jetzt immer abgestoßen haben, mit ihrem Lebensstil oder ihrer Kultur, wo Gott etwas Besonderes für dich parat hat. Und dann Challenge für euch als Kirchgemeinde. Wo wird gefeiert zu Wimmis? Wo und wann sind die Feste, die die Dorfgemeinschaft und die Vereine feiern? Ist die Kirche dort auch dabei? Wartet ihr nicht, dass die Menschen den Berg rauf in die Kirche kommen, sondern wagen als Kirche das Abenteuer und steigen ab mitten ins Getümmel. Und das ist die Ermutigung dazu. Es gibt nicht nur eine Challenge, es gibt auch eine Ermutigung. Gott kommt mit. Er führt dich. Er geht voran. Und er wartet sogar schon dort, wo du es nicht erwartest. Es gibt keinen Ort, wo er nicht schon war. Und gerade im Fremden begegnet dir Jesus selber. Und dem wird es passieren, dass wir auch als Kirchen und als Christenmenschen nicht nur am Sonntag feiern, sondern dass wir die Feste feiern, wie sie fallen. Und jetzt habt ihr ja am Eingang so ein Festivalbändchen bekommen. Ihr dürft es abhalten, ihr dürft es auch abschreissen, aber es könnte euch in den nächsten Tagen im Alltag eine Erinnerung sein, dass es eben darum geht, im Alltag Gottesdienst zu feiern und Gott zu den Menschen zu tragen. Mal schauen, was dort passiert. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Wort sagt: Amen.